Herzlich willkommen zu dem Gottesdienst heute am 11. April 2021. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, mit dabei sind. Wir haben eine kleine Angewohnheit oder Tradition angefangen in diesem Jahr, nämlich, dass wir in dem Vorprogramm so ein bisschen verschiedene Fokus haben und etwa einmal im Monat gibt es einen vertieften Einblick so ein bisschen hinter die Kulissen der Kirche und wir machen das zusammen als Gemeindeleitung, als Verantwortliche von dieser Kirche und darum ist heute Morgen bei mir mit dabei der Dani Weber und der Timon Studler. Sie leiten die Kirche zusammen mit mir und wir reden über Gott, über die Welt und über unser Leben. Und das soll auch so ein bisschen eine Möglichkeit sein, um uns mal von einer anderen Seite noch ein bisschen kennenzulernen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und möchten dich einladen, dass du dich auch aktiv beteiligst. Du kannst das machen, indem du uns einen Kommentar oder einen Gruß hinterlässt auf unserer Website live.gvc-winterthur.ch. Wenn du dich dort einloggst und anmeldest, dann kannst du mitreden, mitdiskutieren und wir sehen dann das auch gerade da bei uns live vor Ort. Ich freue mich auf die Zeit, immer mit euch zusammen. Es ist lässig zum Schwätzen. Und jetzt war letzte Woche ja Ostern. Es ist ein wichtiger Tag für uns als Christen. Wir feiern dort die Verstehung von Jesus. Und ich nehme mal an, auch für euch persönlich ist das ein besonderer Moment gewesen. Es gibt ja ein paar Freitage. Was habt ihr so gemacht an Ostern? Was war euer Programm gewesen? Wenn ich da in die Runde schaue, ein bisschen schlechtes Gewissen droht gerade irgendwie zu kommen, weil ich ja frei hatte. Ich habe wirklich frei gehabt. Aber ehrlich gesagt, nein, kein schlechtes Gewissen, sorry. Ja, nein. Ich habe wirklich frei gehabt, was grossartig war. Und wir waren da im Gottesdienst. Ich war -2 Jungen und das war wirklich ein cooles Erlebnis. Auch ein bisschen sonderbar, weil sonst normalerweise, wenn ich da bin ich da in Parkerin. Also jetzt Kannst du schnell sagen, was dort in -2 passiert, für die jetzt noch nicht so genau wissen? Wie ja, das -2 ist einer von unseren Übertragungsorten. Also das ist da, von mir aus gesehen, jetzt gerade da hinten im Keller unten, wirklich stockfinster. Auf einem Screen schaut man, was hier passiert, gerade jetzt, heute zusammen in -2. Ja. Und man schaut zusammen den Livestream mit rund 50 Personen. Und es war echt cool. Cool. Ich muss wirklich sagen, es war stimmig, man klatscht. Nicht, dass es dir ja gehört hättet, aber irgendwie, es ist cool, man war irgendwie ein Teil. Das war mit dabei. Das war am Sonntag. Und natürlich, die Kiddies waren hier im Kidstown und auf der Terrasse nachher am Eier suchen und finden. Ja, und sonst haben wir Ostern wirklich genossen mit Freunden und Familie. So in dem Rahmen, wo man darf. Wir waren viel draussen im Wald. Wir haben so eine Zipline organisiert, einfach ein Seil mit einem Röhrchen dran und Kiddies über die Schlucht. Nein, es cool war nicht so halsbrechend, yeah. Aber es war echt cool. Ja, genau. Also kannst du so anhängen und dann so wie ein Seilbändchen ja, genau. Mega cool. Ja. Ja, wir haben auch schöne Ostern gehabt, ich habe es genossen. Und für mich, ja, ich habe gearbeitet auch. Aber ich muss sagen, Ostern, das gehört schon seit vielen Jahren dazu, dass wir auch Osterprogramm gestalten. Und für mich ist Ostern speziell. Vor allem der Karfreitag hat für mich so ganz einen speziellen Charakter, wo ich merke, es tut mir gut. Ich lasse mich auch bewusst auf das ein. Auch wenn ich eben das mit Arbeit auch verbinde. Ich bin auch der Karfreitag, es war ein wunderschönes Wetter, bin aber dann da noch arbeiten, vorbereiten für den Sonntag. Und am Abend bin ich im Open Worship Teil davon gewesen, und zwar von die aus am Chat. Aber auch das, ich gemerkt, es ist einfach für mich ein spezieller Moment. Und es war einfach schön gewesen, mit den Kindern zusammen den Abend zu feiern. Und es hat viel für mich mit so einem Moment zu tun, wo ich persönlich mich einfach auch das bewusst werde, was dieser Tag bedeutet, was wir hier feiern. Und für mich ist das immer ein bisschen emotional, muss ich sagen. Also echt schön. Und das habe ich mit meiner Frau zusammen geschaut. Und zum Abschluss habe ich mir am Karfreitag dann etwas gönnt, wo ich mich inspirieren lassen aus der Zeitung. Und zwar ist ein neuer Jesus-Film erschienen. Ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt. Das heisst «Das neue Evangelium» von Milo Rau. Und ich habe mir dann da so ein Online-Kinoticket bestellt und das noch dann so im Anschluss so in Karfreitagsnacht geschaut. Und habe es cool gefunden. Ist künstlerisch, ist tief. Ist das Evangelium in die heutige Zeit übertragen. Sozialkritisch, Sozialevangelium natürlich. Ja. Und irgendwie war es passend, es war cool. Ja. Und dann sind wir am Samstag mit unserer Familie, haben wir ein Familienfest gefeiert und sind auch im Wald bröteln. Cool. Und das ist aber nicht eine Tradition. Das haben wir eigentlich das erste Mal gemacht und gesagt, wir müssen es wieder machen. So mit wirklich meinen Eltern und meinen Geschwistern und jetzt auch im Nachwuchs allen. Und es war irgendwie lässig. Ja. Und am Sonntag haben wir Ostersonntag gefeiert. Ja. Natürlich, ja. Cool.
Ja, ich war am Freitag da im Open Worship und zwar habe ich die Kinder in der T-Church abgegeben, im Programm eigentlich sozusagen. Die sind dort gegangen und dann habe ich da in dieser Zeit da rein sein und ich habe es ähnlich wie du auch mega cool erlebt. Und Samstag war für uns Geburtstagstag. Ah, ja. Nadia hat ja Geburtstag, sie Natürlich. ist sozusagen ein Osterbaby, wirklich tatsächlich am Ostersonntag auf die Welt gekommen. Auch Damals. Damals, ja genau. Darum fällt es immer wieder dort drin rein. Und ich habe jetzt gemerkt, eben, so durch das, dass ja alles ein bisschen verstückelter ist, in kleineren Kreisen, ist es auch entspannt. Eben, das sind nicht die riesen Vorbereitungen für eine grosse Party. Und das war für uns eigentlich auch noch cool gewesen. Wir hatten fast ein bisschen mehr Zeit mit den Leuten, wo du dann halt so ein bisschen einzeln da und dort mal wieder Leute auf Besuch hast oder etwas machst miteinander. Das war cool gewesen. Ja, eben, wir haben jetzt gehört, du hast gesagt, Ostertraditionen. Gibt es bei euch in der Family oder allgemein so Sachen, wo ihr sagt, das gehört zu Ostern einfach dazu? Du lachst. Ja. Ausser dem Osterhase, meinst du? Schoki-Osterhase. Also weiss muss er sein, weisser Schoki-Osterhase. Ah, das ist so. Und sonst, ehrlich gesagt, nicht bei uns im Fall, Weisser echt Schoki. wenig. Ich finde jetzt, bei mir und in meinem Leben und in unserer Familie eben, ist es fest, die Feierlichkeiten, ehrlich gesagt auch fest prägt durch die GVC und die Karfreitags-Worship-Night und den Ostersonntag. Früher erinnere ich mich noch an Camps, die wir viel hatten, die Ostercamps, wo ich... Das ist Ostern. Und als Kind haben wir Nestchen gesucht und so. Aber ich bin nicht so der Süße. Eben, wenn weisser Schoki-Osterhase ist gut, aber sonst brauche ich es im Fall Dabei ist nicht. der Weisse der süßeste Fall. Ne? Aber Ja, weiss- es kommt darauf an. Es gibt dort auch Unterschiede. Und die Aber einen sind weiss wirklich ist dann gar zu kein- süß. Weiss ist gar kein Schoki, habe ich Moll. gehört. Nein, nein, egal. Reden wir nicht über Also Schoki. ihr sind sozusagen weiß und schwarz, oder? In dem Fall. Schwarz-Weiß ist super, da weiss man, wo man... Ja, also wir haben gestern noch eine Schoki-Fondue gemacht mit dem... Ja, mit dem Rest. Der Schoki Nein, eigentlich Banane. nicht mit dem Rest, eigentlich mit dem Anfang. Es sind noch so viele Schoki-Osterhasen bei uns daheim, gell? Ah, ja. Die ganze Schublade voll. Nein, das mit den Traditionen. Ich bin echt noch ein bisschen herausfinden, jetzt mit der Family. Die Kinder schnallen es langsam, was es so ist. Man redet darüber und dann redest du ja darüber, dass Ostern eigentlich jeden Tag ist. Also wie gesagt, das gilt ja nicht nur für den, sondern es zieht sich ja weiter, also durch unser ganzes Leben durch. Und ich bin noch so ein bisschen herausfinden, oder wir als Family auch wieder, so ein bisschen, wie feiern wir Weihnachten, wie feiern wir Ostern, Ja. wie machen wir das? Von Traditionen zu reden, wäre jetzt wirklich gerade noch Ja. ein bisschen früh. Und natürlich unsere GVC-Traditionen, da bin ich mittlerweile auch sehr stark drin. Ja, voll. Ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, dass mir so in den Sinn kommt. Dann habe ich so gedacht, eben, wir haben schon viele gemeinsame Erinnerungen, eben, du hast die Camps angesprochen. Oder ich habe vorher gesagt, wir haben mal miteinander so einen Kongister-Kongress an den Ostern gemacht. Hier noch im Zirkuszelt, im Altehrwürdigen, wo wir unsere Gottesdienste gefeiert haben, weil wir sonst keinen Platz hatten. 2004. 4 oder so. Timon weiss es sicher, 4 bin oder? ich noch in Bern gewesen. Das war um Voll. 6 Uhr. Beim 6 haben wir ja Parkarena eröffnet. Ja, aber dann Ja, ist das es ist gerade zum vorher Schluss. gewesen, Dann hä? ist nachher eröffnet worden. Pfingsten oder Auffahrt, ja. Das sind so meine ersten 3 Finger, die ich gerührt habe für die GVC dort mal. Ja. So gut. Viele gute Erinnerungen. Ja. Ja. Ja, aber jetzt so ein bisschen Traditionen. Wir haben ja Ostern gefeiert letzte Woche und wir als GVC haben eine Tradition, auch an Ostern. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich immer so ist. Oftmals laufen wir über eine Brücke oder was ist Einmal ist es Eigentlich gewesen, auch vor okay. vielen Jahren, etwa im gleichen Jahr wahrscheinlich. Aber der Gottesdienst, der Ostergottesdienst, ist ja so, es ist ein bisschen wie Weihnachten. Man freut sich auf etwas, man stellt sich auf etwas ein, man bekommt nochmal alles erklärt, man kann Leute mitnehmen, man weiß, was kommt und es kommt dann die Osterbotschaft. Und letzte Woche ist ja eine Instagram-Botschaft gekommen. Nein, Ich muss immer noch den Kopf schütteln, wenn du genau. das sagst. Letzte Woche war ja eine Osterbotschaft gewesen, aber das Beispiel, das ihr über Social Media gewählt habt, also so das kreative Beispiel, um ein bisschen mitzukommen, um die Leute ein bisschen abzuholen, um ein bisschen den Alltagsbezug zu schaffen, ist stark Instagram gewesen. Und es hat tatsächlich auch ein bisschen Wellen geschlagen, dass Leute entweder zu früh ausgeschaltet haben oder ihnen den Link nicht haben machen können, dass man einfach letzte Woche nur über Instagram geredet hat. Das hat Feedbacks gegeben, darum sage ich es so. Was sind die Feedbacks gewesen, respektive was macht es mit euch? Oder was löst das so aus? Ja, grundsätzlich trifft es. Punkt. Ich finde das Feedback, vor allem wenn es undifferenziert ist, wenn es direkt kommt, es trifft. Und ich muss sagen, ich habe letzten Sonntag eben so ein paar Kommentare gesehen im Chat und gedacht, ich habe es mega gut können nehmen, überraschend für mich, sonst trifft mich das sehr. Und ich muss sagen, wenn jemand nach 10 Minuten eine Predigt ausschaltet und jemand ist, wo normalerweise in die Kirche geht, ich kann es ja nicht einordnen, ich weiss ja nicht, wer das ist, die Person, dann ja, da erwarte ich mehr Reife, Punkt. Und habe es irgendwie auch darüber stehen, weil wir machen unsere Gottesdienste für die Menschen, die das Evangelium hören müssen. Und wir möchten es mit alltagsrelevanten Beispielen machen, die ihre Lebensrealität trifft. Und ich denke, Instagram ist nicht für alle Menschen, aber für einen grossen Teil von den Menschen ist es auch eine Realität. Und ein Beispiel aus dem zu nehmen, ich muss wirklich sagen, ich habe im Voraus nicht mal nachgedacht, dass das nicht könnte
passend sein und ich würde es wieder machen. Ich kann es bewegen, ich würde es wieder machen. Ich finde, es ist wichtig. Wir müssen dort sein, wo die Menschen sind. Wir können doch nicht uns zurückziehen in unsere Kirchengemüse. Also ich könnte gerade darüber predigen, aber wir haben nicht Zeit für alles, glaube ich. Darum 15 Minuten. Nein, ich merke so, das ist so das. Und sonst, natürlich, Feedback nimmt man auf, wir nehmen sie sicher wahr. Sie machen etwas mit einem. Es ist, ich würde sagen, in meiner Erfahrung jetzt auch als doch immer noch junger Leiter, aber doch ein paar Jahre auf dem Buckel, wahrscheinlich etwas vom Schwierigsten, einen gesunden Umgang mit Rückmeldungen zu haben. Weil du willst offen sein für kritische Impulse, unbedingt, weil du willst ja nicht irgendwie resistent werden. Und gleichzeitig merkst du, du musst dich echt schützen manchmal, weil du weißt es macht dich einfach kaputt, dann gehst du nie mehr auf die Bühne hoch. Und merkst du, dort die Balance zu haben, ich glaube, ist eine Challenge, ist etwas, wo wir auch darüber austauschen, was mir mega hilft. Weil ich merke, es gibt Halt. Ja, das ist so ganz spontan von mir. Ja, eben, man weiss ja, dass man es nicht allen recht machen kann. Und ich glaube am Ende, dass die Leute jetzt mit dem Instagram-Teil und nicht so viel anfangen können, mit dem kann ich mega gut leben. Mich hat es mega enttäuscht, und ich gemerkt habe, wenn das eine Instagram-Predigt ist, dann tut es mir irgendwie weh im Herzen. Es sind 5 Minuten von 30 Minuten, die wir hatten. Und ich fände, eigentlich hätte es so viel anderes gegeben, was so viel Relevanz hat für unser Leben, wo ich glaube, wo jedes einzelne von uns einen Bezug dazu hat, wo mir auf Schritt und Tritt begegnet, quer durch die Fernsehsendungen, die ich schaue, wenn ich da das Sing meinen Song schaue, oder wenn ich irgendwelche christliche Lieder höre, begegnet mir das. Die Spannung, die mit drin steht, die Frage ist, von was machen wir unser Glück oder unseren Wert oder unsere Zufriedenheit abhängig. Und irgendwie enttäuscht es mich dann. Also ich weiß es nicht, eben, vielleicht ist es mir nicht gelungen, vielleicht ist es uns nicht gelungen, aber ich denke, das hat so ein Potenzial. Ja, ich finde es schade, ja, natürlich. Genau, irgendwie. Man macht sich dann selber viel Gedanken, wo man steht. Und ich muss sagen, eben, im Gegensatz zu dir hat es mich jetzt recht beschäftigt, die ganze Woche. Und ich habe gemerkt, so, ja, es ist eine Herausforderung. Und gleichzeitig eben, ist es mir auch mega wichtig. Es geht nicht darum, dass man nicht verschiedene Meinungen haben, nicht auch darf mal etwas sagen, was man kritisch findet oder was man vielleicht anders sieht. Hey, für mich ist vielleicht ein bisschen die Frage, genau, wie man es dann einordnet, wie man damit umgeht. Und sicher schon auch ein bisschen die Frage, an welchem Punkt von seiner Reise mit Jesus das man steht. Ob das jetzt jemand ist, der seit Jahrzehnten mit Gott unterwegs ist. Ja, falls es mir ein bisschen schwieriger zum Einordnen, dann eben, was fange ich jetzt an mit dem? Oder was ist der Inhalt, der Gehalt dann von so einer Rückmeldung? Ich meine, was mir noch wichtig ist, wir versuchen natürlich im Moment auch durch die limitierten Möglichkeiten, Livestream, es ist einfach ein anderes Setting. Das heisst, wir versuchen viel Interaktion zu schaffen und wir probieren die Sachen auch mutig aus. Und das ist, was wir möchten. Sachen wagen und mal geht es vielleicht auch hinten raus und finde ich aber jetzt in dem Fall nicht mal. Aber natürlich ist es auch nicht perfekt gewesen, weil wir machen das erste Mal so interaktiv auf der Bühne, so hin und her. Aber ich glaube, das gehört jetzt auch zu dieser Phase, wo einfach uns gegeben ist, durch wie wir Livestream-Gottesdienste machen. Ich denke, das ist noch so etwas. Und das Zweite, dort merke ich auch, dann geht so die Leute mit involvieren, was wir wollen. In der alten GVC-Ostertradition sein, ist einfach auch limitiert durch das, weil du kannst viel weniger so Interaktionen schaffen. Und da sind wir natürlich auch wieder bei einem digitalen Weg dann gelandet, mit diesen Selfies, wo möglicherweise dann alles ein bisschen in das reingekommen ist, oder? Und das hat vielleicht wieder so ein Bild gegeben. Das kann ich darum auch nachvollziehen. Ja, genau. Aber ich persönlich habe es grossartig gefunden. Ich finde, es war lebensnah und ich selber bin in diesem Thema drin und arbeite dem und hoffe, dass es Menschen inspiriert. Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Selfie. Ich bin ja, wie gesagt, in -2 rumgeguckt. Da hat es wirklich fast kein Licht gegeben. Und mein Selfie ist aber nachher gekommen, aber nachher ist immer Debbie Merian davor gestanden. Das ja, gut. Gesehen, du hast dich selber nicht gesehen. Also hat es zu wenig Licht gehabt. Ja, genau. Nein, das sind alles so Sachen. Nein, das war super. Ja, also für mich, ich bin ja nicht da gewesen, wie gesagt, es war auch nicht meine Predigt gewesen, aber für mich ist schon am Schluss, was bestimmt, wer ich bin, das ist eben schon klar rausgekommen. Für mich ist die grosse Frage, für wen oder für was machen wir Gottesdienst, für wen oder für was sind wir Kirche. Und dort merke ich schon, das hat mich auch gefreut. Da muss ich wirklich sagen, als dort in der Rolle vom Gast, ich habe nicht gewusst, dass die genau vorbereitet, ich habe gewusst, dass etwas im Busch ist, in der Rolle als Gast zu sein, merke, da kannst du jetzt jemanden mitnehmen, das kann jemand hören, und wir haben ja die Geschichte gehört. Und das nimmt Bezug zu dieser Welt, wo sich Menschen bewegen. Nicht alle, nie alle, aber und das ist nicht dort, wo ich möchte sein als Kirche. Dort, wo die Menschen sind. Dort, wo vielleicht auch die Nöte sind. Jetzt kann man alles auf Instagram projizieren, das geht gar nicht um das. Aber ich muss sagen, darum bin ich happy mit dieser Predigt, auch mit dem Beispiel. Es ist dort, wo heute eben die x Millionen Followers, also ein paar sind schon drauf. Und ein paar Schweizer sind auch drauf und ein paar von uns sind auch drauf. Und ich finde das, dort möchte ich sein, als Kirche, ja.
Das spürt man jetzt gerade so, das sind natürlich Themen, die uns mega beschäftigen. Und in Amerika gibt es ja so eine Tradition, so der 100-Tages-Speech oder die 100-Tages-Rückblick auf die ersten 100 Tage. Es wird dann jetzt bald so weit sein beim neuen Präsidenten. Und jetzt ist es ziemlich genau, ich habe es mal ausgerechnet, fast auf den Tag genau 100 Tage in diesem Jahr rein. Und vielleicht auch Zeit, um so einen Rückblick auf die letzten paar Monate in dieser neuen Rolle als Hauptverantwortliche von diesen Kirchen. Was würdet ihr jetzt sagen, hey, das sind so grosse Themen, die uns beschäftigt haben, vielleicht auch grosse Sachen, die man bewegt hat, wo man irgendwo vielleicht auch innerlich gespürt einen Durchbruch. Habt ihr so ein Beispiel, wo man sagt, hey, das sind so Momente, die noch in Erinnerung bleiben? Soll ich wieder? Ja, das ist Du fängst immer so ein bisschen an. Ja, ist gut. Ja, es war ja noch spannend. Es hat einfach, wegen Corona und so weiter, die Maske war ja schon im alten Jahr oben, im neuen ist sie auch oben. Es ist einfach so übergegangen. Und irgendwann nach einer Sitzung sind wir zu dritt so da gesessen und gemerkt, okay, wo sind wir jetzt ganz genau gelandet? Und dort ist wie etwas entstanden, und ich das Gefühl habe, es ist so das grundsätzlich Hinterfragen gesehen, auch für mich. Was machen wir da? Und zwar nicht, weil alles blöd ist, überhaupt nicht, sondern weil irgendwie jetzt haben wir den Wechsel gemacht, jetzt haben wir das Tarnwilds hergestellt, jetzt haben wir Corona mehrheitlich überstanden, das geht noch eine Weile, aber ja, eigentlich ist so alles ist so ein bisschen gut. Und jetzt sind wir da, und was machen wir jetzt? Und es ist irgendwie eine Phase vom Neuorientieren, und ich glaube sehr stark, und das ist das, was mich auch fest beschäftigt und wir auch zusammen besprechen, ist so, dass, hey, was ist der Auftrag von unserer Kirche? Was wollen wir? Und diese Frage, die kommt so stark auf, wie in den letzten 3 Jahren, würde ich jetzt sagen, aus meiner Sicht noch nie. So, hey, für was sind wir da? Für was lohnt es sich am Morgen aufstehen? Was will Gott mit uns? Und das ist eine sehr visionsdrängte Frage. Es geht um das Eigentliche, um das Essentielle. Das ist das, was aufgekommen ist in den letzten 3 Monaten bei mir. Kann ich natürlich gerade einhängen. Ja, wir haben das wirklich gemeinsam erlebt. Ich denke, wir haben in dem vergangenen Jahr und in den vergangenen Jahren an grossen Projekten gearbeitet. Und da reden wir von einem Town Village Projekt, wo wir mit drin involviert sind, wo viel Ressourcen genommen hat, wo auch eine coole Sache geworden ist, noch am werden ist. Und wir reden von einem Leiterschaftswechsel, wo viel Energie absorbiert hat. Und das braucht es, oder? Auch in einer Institution oder als Kirche, die Momente braucht es. Und dann gibt es wieder den Punkt, wo du das jetzt geschafft hast, oder so, vielleicht ist es jetzt so richtig sichtbar geworden, oder? Auch mit dem Wechsel. Und dann ist so, bin ich überrascht von dem, was das eben auch macht mit mir. So, das ist mal so ein Durchschnaufen und dann so merke ich aber auch, und jetzt brauchst du wieder, jetzt musst du wieder gehen können. Und genau die Frage, hey, jetzt müssen wir uns als Kirche, es ist auch super, jetzt sind wir an einem super Punkt, um zu sagen, hey, wir gehen jetzt wieder nach außen, jetzt sind wir aufgestellt, jetzt geht es los. Und für mich sind dann schon so Momente, wo wir dann das auch mit dem Team geteilt haben, mit unseren Bereichsleitern und Leiterinnen, mit unserem gesamten Staff, wo wir auch können uns Zeit rausnehmen, so Retreten haben, um uns ausrichten auf das. Das ist grossartig. Sie hat mega viel geweckt in mir. Ich bin echt on fire für das und freue mich auch, da Kiel ja bald mit der Anteil zu geben. Ja, das ist sicher in diesen 3 Monaten für mich wichtig gewesen. Und sonst, ja, ist es auch Corona geprägt. Die unsichere Phase geht weiter. Ich finde eben einen verschärften Ton auf den sozialen Medien, wo auch immer die Frage ist, wie positionieren wir uns da drin und so weiter. Ja, ein Highlight möchte ich noch erzählen. Und das ist für mich auch wichtig, weil das ist weiterhin auch, was wir sind. Ich durfte eine Trauung machen in diesem ersten Quartal. Ja. Und die habe ich einfach mega schön gefunden. Und zwar, glaube ich, aus verschiedenen Gründen. Also einerseits ein grossartiges Pärli, wo ich trauen durfte. Und auch als ein Beispiel, sie sind voran und haben sich irgendwie in dem Rahmen, der gegeben war, können mit 50 Leuten trauen. Und irgendwie war es eine stimmige Sache, es hat etwas ausgesagt. Und sicher, es ist der Kern von pastoraler Arbeit. Und ich merke so in diesen vergangenen Monaten mit so viel Corona und so viel so Sachen aussen es war einfach so cool gewesen, so zu merken, hey, ja, mit Menschen unterwegs zu sein und sie auf den wichtigsten Moment von ihrem Leben mitzubegleiten, ist schon auch etwas, wo mein Herz dafür schlägt. Und einfach mega Privileg ist, dass man das machen darf. Und mega Strahlkraft hat auch. Und das war echt cool gewesen. Cool. Plus, es war in der Landeskirche in See und ich habe so lange neben der gewohnt und dort hochgeschaut, aus dem Fenster raus. Und genau, und der Reto hat dort geheiratet. Und einfach so, und es hat die Sonne geschonen im Februar. Das war so mega cool gewesen. So cool. Ich habe gefunden, so, das ist irgendwie auch etwas zu sagen, weil das ist auch wichtig, das ist auch unsere Arbeit. Ja, es geht um Menschen, oder? Ja. Du hast noch ein anderes Thema angesprochen, das uns auch mega beschäftigt hat. Und ich denke, viele haben es auch ein bisschen mitbekommen, vor allem die eben auf den Social Media unterwegs sind, dass sich unser Leiter, der Johannes Wirth, ja positioniert hat da gepostet und öffentlich gesagt, dass er einen Impftermin macht.
Und nachher ist es losgegangen und ich glaube, so nach irgendwie 60 Kommentaren oder ich weiß nicht, wie viele das waren, hat er dann mal versucht, so rund um Ostern das Thema wieder zu beenden. Und du hast vorher das so kurz gesagt, eben so der verschärfte Ton, gerade jetzt auch unter Christen auf diesen sozialen Medien, aber ich denke auch von diesen E-Mails, die wir bekommen oder manchmal auch in den Gesprächen. Wie erlebt ihr das so ein bisschen? Sag jetzt mal den Tonfall von der Diskussion rund um Massnahmen, Impfungen und so. Ja, es ist irgendwie, überrascht es mich nicht. Eben, man sieht sich ja das entwickeln, jetzt schon über ein Jahr. Ich bin sicher auch jemand, der sehr viel liest in den Zeitungen. Ich lese auch mal ein paar Kommentare unten dran, mich nimmt das Wunder. Und eigentlich erlebst du das ja so mit, wie das so entsteht. Oder es ist ja auch nicht ein neues Phänomen. Das ist ja schon, seit vielen Jahren geht es Herz zu und her dort. Und gleichzeitig bin ich dann doch überrascht gewesen, so zu sehen, was das doch die neutrale Aussage von Johannes, dass er jetzt einen Impftermin hat, kann auslösen. Und ehrlich gesagt schockiert es dann auch. Und ja, ich muss ehrlich sein, es ist auch für mich Faszination. Ich gehe dann lesen, was dort steht. Natürlich. Und merke in mir rein, so, manchmal würde ich am liebsten selber mitschreiben. Und merke dann aber auch so, wow, die Gefahr wird dann riesig, dass du verlierst drin, dass Sachen rauslässt, die nicht gut sind. Weil jeder hat ja auch eine Meinung und ich habe auch eine Position. Und merke dann so, ja, wenn du es reflektierst, ich glaube, ich bin froh, mache ich es dann doch nicht. Und da hindert mich sicher manchmal auch meine Rolle da, dass du dann so denkst, ja, zu viel Wellen willst du auch nicht werfen. Und gleichzeitig, ja, manchmal tut es mich, ich würde auch gerne etwas sagen, weil die einen verhalten sich wirklich so daneben, meiner Meinung nach, in ihren Aussagen, dass man einmal sagen müsste, stopp, ist nicht richtig. Und ja, dort muss ich vielleicht auch noch ein bisschen mutiger werden und andersrum unnötig rumschiessen, bringt es ja auch nicht. Aber ich finde es herausfordernd. Was machst du? Und wo musst du einmal sagen, hey, nein, schau, das sehe ich anders. Und es geht ja nicht mal darum, ob man das gut findet oder nicht, das Impfen. Um die Meinung an sich. Genau. Ja. Ich finde unbedingt Impffreiheit in der Schweiz, für das stehe ich, würde mich einsetzen, dass nie ein Impfzwang wird geben. Aber dass man eine Meinung haben und dass man sich nicht theologisch oben runtertatschen lassen wegen dem. Also ich frage mich auch, was gegen aussen zeigt. Ich hoffe, meine Freunde können das nicht anschauen. Ich hoffe, Leute, die noch nicht im Glauben sind, sehen das nicht. Und denken, das ist Dani seine Kirche. Ich schäme mich. Weil wenn das ist, worum wir uns drehen, weißt du, was ich meine? Voll. Also mir ist es mega ähnlich gegangen. Ich habe wirklich die gleiche Empfindung gemerkt. So, ich kann voll verstehen, dass es unterschiedliche Positionen gibt. Ich finde das auch richtig. Ich finde, das gehört auch zu einem Land, wo wir sind, zu einer Kultur, die wir haben, dass man unterschiedlicher Ansicht sein, das diskutieren. Es ist mir wirklich auch der Tonfall gewesen, wo ich gedacht habe, was dann manchmal so kommt, eben verurteilend, abreißend, absolut. Es kommt dann auch mit einer Bedrohung und Drohlichkeit, wenn du das machst, dann. Also ich musste sagen, so ich sehe einfach wenig von dem, was ich mich dann ausstrecke, an, sage jetzt mal, christlichen Tugenden, so jagen dem Frieden an mit jedermann, so viel sie euren Händen liegt, oder eben sind langmütig, geduldig, achtet den anderen höher als euch selber. Ich merke so ein bisschen, eben, das fehlt mir dann dort drin. Und ich denke, ich glaube, wir Christen sollten das Vorbild sein, nicht in den Meinungen an sich, das darf man unterschiedlich sehen, aber in der Art und Weise, wie man dann so Meinungen diskutieren kann, wie man eine Einheit findet, auch als Christen, als Gläubige, die unabhängig ist davon, wir alles gleich sehen. Wir nicht gleichförmig sein, aber so im Kern rein. Das beschäftigt mich vielleicht auch. Die Frage, wo können wir denn so gesunde Rahmen schaffen? Weil anscheinend ist es auch das Bedürfnis, dass man das machen kann. Und ich denke, das nehme ich mit auch. Die Frage, wo kann man über so Sachen reden? Wo macht es Sinn, ohne dass es dann eine Zerstreuung wird und ohne dass man sich im Detail verliert. Aber dass wir auch, ja, haben wir dort auch einen Auftrag, das hängt für mich irgendwie noch so ein bisschen in der Luft. Ja. Ich finde, aber das Zerstreuung, ich merke, das ist ja Nebengleis. Also irgendwo denke ich mir, ich will sagen, ein Gottesbild, ich habe nicht so mega Angst vor all diesen Sachen. Es ist für mich jetzt nicht ein riesen bedrohliches Konstrukt. Da bin ich vielleicht grundsätzlich anders, habe ich eine andere Ansicht, eine andere theologische Meinung, wir alle, oder? Aber ich merke, was es vor allem mit mir macht, ist, ich denke, okay, jetzt streiten wir über so Sachen. Dabei hätten wir einen Auftrag an den Menschen, die Leben retten. Und irgendwo ich habe es vorher schon von dem gehabt, hey, wir als Kirche sind nicht dafür zuständig, zu erklären, ist jetzt eine Impfung gut oder schlecht, oder wie muss man jetzt mit dem umgehen, sondern wir müssen das Evangelium zu den Menschen bringen. Und das machen wir wohl nicht mit diesen Kommentaren. Jetzt mal einfach so ein bisschen diplomatisch gesagt. Und ja, wenn es heisst, irgendwo Liebe zueinander, weil wir erkennen, dass die zu Gottes Volk gehören, das ist nicht ganz das. Ja, genau. Die Zeit geht so schnell um. Leider sind wir schon am Ende dieser Runde. Wir hatten natürlich auch noch ein paar andere Themen gehabt. Aber ich habe es geschätzt mit euch. Es ist ein ehrlicher Einblick. Es ist vielleicht manchmal auch ein bisschen roh, ein bisschen ungeschliffen. Aber ich schätze das. Wir so können miteinander unterwegs sein, als Gemeindeleitung und natürlich auch als Kirche miteinander.